platt, platt, aber la papp. Ja, liebe Lüd, nun ist schon wieder platter Freitag und de Sünde schient hüt. Das ist wunderbar. So ein schönes Wetter, das wünscht man sich. Und zu Weihnachten endlich mal schönes Wetter. Jo, das wart noch richtig warm. Ich verklor jo dat. Aber was ich jo verkloren will und wiesen will, ist, ich hef mi düsse Weg ein Buch köft, jo. Und zwar habe ich das in der Zeitung gelesen, das Gift über Ulvara, Altenwerder, neues Buch. Und das habe ich mir zulegt. Und ja, das ist wunderbar mogt. Und ja, das ist, ja, da ist eine Geschichte bei. Und zwar kommt meine Familie aus Ulvara. Und die sind irgendwann mein Zweig, mein Familienzweig, mein Opa ist dann noch nicht trocken und der andere sind dann verteilt auf Hamburg, aber Onkel Hein und Tante Lene, die habt wieder in Ulvada lebt. Und da bin ich in der Kindheit immer gewesen und das wäre so schön, da konntest du spielen und tun und mucken, was du wollt, wie Tante Lene, da gibt das kein Geschimpel. Nee, das gibt das da nicht. Das wäre zu Hause und was anderes. Und sie haben das ja so schön. Mein Cousin Helmut, der hat eine Schaukel, nicht zwischen der Kök und zwischen der Spießkummer. Und da konnten wir immer schön hin und her schaukeln, das ging wunderbar. Und Buten wäre eine Pumpe, wo sie ihr Gemüse gewaschen hat. Denn Tante Lene ist immer zum Markt feuert, nur fing Wader. Ja, und ich habe das lesen in der Zeitung und da habe ich gesagt, das Buch, das möchte ich haben. Und da habe ich wie Peter Holz anrufen, vorher war ich noch in der Buchhandlung, nicht, ging ja gerade noch. Und da habt sie gesagt, nee, geht nicht mehr, wie sind die los worden. Und dann habe ich Peter Holz anrufen und er sagt, ich hätte mich gerade noch Nachschub holen. Und dann habe ich dieses schöne, schwere Buch, 2,5 Kilo, stellt ihr euch das mal vor, habe ich geholt. Ist ein wichtiges Buch, jo. Und da frage ich mich nun drüber. Und da kann ich ein bisschen eine Geschichte lesen. Und so eine kleine Idee habe ich ja auch noch. Ich will nämlich auch ein Buch machen. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Über Neihof. Ein kleiner Rundgang über Neihof. Und da scheinen die Leute auch noch ein bisschen was erzählen. Und ja, ich verrate noch nicht so viel. Hier ist auch ein bisschen was drin. Und auch die Neiers gucken von Tante Lene. Die sind auch in Düsseldorf. Und Wetten gucken. Das mag ich doch auch eins. Ja, ist das nicht toll? Ich freue mich so drüber. Ja, und dann habe ich heute noch die Lieferung kriegen von den Kalender für die kluge Husfrau und den klugen Husmann. Jo, da habt ihr einige Lüd den bestellt bei mir und der ist im Hüt ankommen und nun kann ich den Ut liefern. Und da freut sich bestimmt einige Tür und ich freue mich auch. Ja, und nun will ich noch mal hier einen Keks eten. Der ist vom Finkwader Bäcker nicht. Wohlwader und Finkwader, das Plattdeutsch wäre ja immer ein bisschen anders. Und da gab das früher immer so ja, Konkurrenzkämpfe nicht. Wenn du mit mir deren goes, dann kriegst du ein paar an den Backen und solche Sachen. Jo. Aber nun ist Schluss. Ich wünsche schon ein schönes Wochenende, einen schönen 4. Advent. Und ja, wie seht uns denn wohl Wetter? Nicht? Hillig oben ist ja auch bald. Und ich hau jetzt drin. Tschüss, liebe Lüd.